Wieso genau du jetzt ins Fitness sollst, erfährst du nach dem Intro. Hallo zusammen, merci, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fangen wir an mit Fitnessgrundlagen Teil 1. In diesen Grundlagen geht es vor allem darum, um den Anfänger den Weg ins Fitness zu erleichtern. Im heutigen Video zähle ich dir ein paar Gründe auf, wieso du ab jetzt ins Fitness gehen sollst. Grund Nummer 1 und wahrscheinlich auch der wichtigste Grund, wieso du ins Fitness gehen sollst, ist ganz einfach: es fördert Gesundheit extrem. Es fängt schon an mit der falschen Körperhaltung. 90% von allen Menschen, die haben noch kaum einen Rücken. Sie haben keine Körperspannung und durch das Trainieren von der Muskulatur bekommt man auch eine richtige Körperspannung und dementsprechend auch eine richtige Körperhaltung. Zusätzlich wird das Immunsystem extrem gefördert. Ich zum Beispiel trainiere jetzt über ein Jahr. Ich bin seit dem Jahr gar nicht mehr krank geworden, nicht einmal. Egal ob ich flutschnass eine Stunde lang heimlaufen muss bei minus 5 Grad, ich stehe am nächsten Morgen auf und fühle mich topfit. Grund Nummer 2. Leistungssteigerung. 6. Die körperliche Leistungssteigerung. Ihr fühlt euch fitter, habt mehr Power, habt mehr Kraft. Oder die mentale Leistungssteigerung. Ihr fühlt euch fitter im Kopf, ihr könnt klar denken. Grund Nummer 3. Stress abbauen. Ich glaube, jeder von euch kennt es. Ihr habt einen stressigen Arbeitstag gehabt oder wenn ihr noch in der Schule seid, habt ihr einen stressigen Schultag gehabt. Der Lehrer hat euch genervt, euer Chef hat euch genervt. Ihr habt Kunden gehabt, die haben euch genervt. Und dann kommen wir daheim, haben so einen Kopf und wissen nicht, wohin mit dem ganzen Stress. Genau für das eignet sich das Fitnessstudio perfekt. Ihr könnt dort hingehen, geht eine Stunde lang richtig pumpen, lasst eure Power raus, lasst den Stress raus und ich kann euch garantieren, ihr kommt heim, ihr werdet euch besser fühlen und ihr werdet nicht mehr gestresst sein. Grund Nummer 4. Ihr stärkt euer Selbstvertrauen. Ich habe selber Kollegen gehabt, die haben relativ wenig Selbstvertrauen gehabt, die haben angefangen zu trainieren und nach einem halben Jahr sind die so voller Selbstvertrauen gewesen und sind selbstsicher gewesen. Grund Nummer 5. Euer Aussehen verändert sich. Wer wünscht sich nicht schon schlank sein, Muskeln haben, einfach fit aussehen? Und ehrlich gesagt, ihr lebt alle nur einmal, also holt das Beste aus euch raus, was ihr könnt. Oder mit 60 müsst ihr das nicht mehr nachholen. Jetzt sind ihr jung, jetzt habt ihr die Chance, um noch etwas zu verändern, um das Maximum rauszuholen, um gut auszusehen. Das sind 5 Gründe, wieso du ins Fitness gehen sollst. Und wenn wir ehrlich sind, was ist 1 Stunde im Tag, wo man opfert fürs Fitness? Wie viel Mal bist du vom Sofa gelegen am Abend, hast nicht gewusst, was machen, dir war langweilig und hast deine Zeit verblödelt. Jetzt möchte ich euch noch kurz erzählen, wieso ich genau mit Fitness angefangen habe. Ich habe damals mit Fitness angefangen, weil ich eine Frau beeindrucken wollte. Das ist wahrscheinlich bei 95% der Menschen der Grund, wieso sie ins Fitness gehen wollen, weil sie irgendeine Person beeindrucken wollen und für sich gewinnen wollen. Das hat super 2 Monate geklappt und dann hat sich das plötzlich alles geändert. Plötzlich ist es wie eine Leidenschaft geworden. Ich wollte einfach trainieren, ich wollte das Maximum rausholen, was ich kann. In dem Augenblick ist es mir eigentlich schlussendlich egal gewesen, was die andere Frau von mir hält. Ich euch ans Herz legen, denke mal darüber nach, was ich jetzt gerade gesagt habe, was für Vorteile Fitness bringt. Probiert es einfach mal aus, könnt das Probetraining machen. Ihr könnt nichts verlieren. Das wäre es auch schon gewesen, der erste Teil der Fitnessgrundlagen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, könnt kostenlos abonnieren. Und mich würde interessieren, wie ihr mit Fitness angefangen habt. Schreibt es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.